Servus und willkommen zu einer neuen Folge in der Welt von GTA 5. Wenn ihr mein Auto so anschaut und ihr habt die letzte Folge gesehen, denkt ihr euch, das schaut doch irgendwie anders aus, nicht ganz so schlimm. Ja, das stimmt. Weil ich habe das jetzt nochmal spielen müssen, weil es nicht gespeichert hat. Dann habe ich es nochmal gespielt, habe aufgenommen, dann ist mein Computer abgestürzt, auf einmal komplett grauer Bildschirm und ganze Aufnahmen wieder weg. Also bin jetzt schon mal stinksauer. Vielleicht meine Laune, die verbessert sich jetzt vielleicht nur, außer wenn es nochmal abstürzt, dann habe ich gar keinen Bock mehr. Also das erste Mal jetzt klar. Wenn es jetzt wirklich nochmal abstürzt, dann gelangt's. Aber jetzt müssen wir erstmal mein Auto nehmen und zu mir heimfahren. Der Weg wird unten links so gezeigt. Das werde ich wohl Dingersch noch finden. Ja, dadurch, dass ihr jetzt gesehen habt, dass mein Auto nicht ganz so schlimm ausschaut, seht ihr auch, wenn ich es mehrmals spiele, ich lerne dazu. Also es wird nicht mehr so schlimm, es wird alle besser. Auch wenn ich nicht viel dazu lerne, weil mein Auto schaut alle noch schlimm aus. Aber es wird. Gut, ich wohne auf jeden Fall wieder in irgendeinem Ghetto da hinten. Meine Garage ist da hinten. Da bei der blauen Garage, da wo schon die Farbe abplätzt. Da fahren wir jetzt rein. Ist aber nicht sauber eingepackt. Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Ja, der kriegt irgendwann noch aufs Maul, habe ich gesagt. Irgendwann. Dann schauen wir mal meine Bude an, also besser gesagt nicht meine, weil da ist die Mom noch daheim. Was schaut denn die da im Fernsehen an? Seht ihr das? Oh mei. Ich hab gemeint, die hängt der bei Teleshopping oder sowas umeinander. Mom, wie hörst du das? Ja, ich auch nicht, fang an zum Kochen. Okay, das muss ich rausschneiden. Weil sonst gibt es ein paar Dislikes mehr. Jetzt kann ich mich vielleicht umziehen. Ich schaue nämlich voll der Gammit aus. Ja, schaust schon gut aus. Ja, geht schon noch, geht noch. Jetzt darf ich endlich mal speichern. Das ist jetzt halt wichtig. Ich kann jetzt zum Bett gehen und speichern. Das gefällt mir schon mal, weil ich mag jetzt nicht, dass das nächstes Mal nochmal passiert. Kleiner Mittagsschlaf muss halt sein. Ich mach gar nichts. Gut, dann ab aus dem Haus raus. Zu meiner Karre. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin müssen. Aber sehen wir ja. Wir kriegen Anweisungen, so ist es ja nicht. Ganz auf mir allein gestellt bin ich auch nicht. Jetzt werde ich angerufen. Ja, ich komme schon mit, keine Sorge. Ja, ich kann schon, so ist es nicht. Dann packen wir mal souverän aus. Habt ihr das gesehen? Ein Traum. Müssen wir erst einmal ein bisschen orientieren. Okay, gehen wir nicht auf den Sack, oder? Ey, jetzt kaufe ich mir erstmal eine Waffe, das darfst du mir jetzt glauben. Da geht's hin. Du gehst weg. Glaubst du das? Ich sag's, wenn mir noch einer heute auf den Sack geht. So, da geht's rein. Der wird schon wieder, so schlimm ist es nicht. Gut, schauen wir uns Waffen an. Genau bei dem, da hat er sie aufgehängt gehabt. Die da ist gratis, die nehmen wir. Und natürlich ein taktisches Licht dazu, weil ihr kennt's mich. Kleiner Aimlegastheniker. Und dann packen wir es auch schon wieder. Liegt der immer noch da? Ja. Hat keiner gesehen. Ich werde nicht mehr gefahndet. Kein Stern. Oh, ich hätte mir noch ein paar Schuss kaufen sollen. Aber 90 Schuss, die gelangen mir. So wie ich zielen kann, da gelangt es locker. Da müssen wir wieder rein. Nicht, dass ich diesmal wieder vorbeifahre. Jetzt packt man so. Wie hat denn die eingepackt?
Wie ein Arschloch, schaut's hier. Wie ein Arschloch. Dir werde ich schon sagen, gell. So eine Drecksau. Okay, wahrscheinlich kriege ich den Wagen jetzt geschenkt oder irgend sowas. Oder das ist der Wagen von meinem Partner, aber so packt man nicht ein, Leute. Merkt euch das. Simeon, my dear boy, so good to see you, so good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are Employee of the Month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. What we waiting for? Magellan Ave, nigga. Also vielleicht habe ich die kleine Sequenz, die jetzt gerade da war, ein bisschen gekürzt. Ich bin auf jeden Fall Mitarbeiter des Monats geworden und mein Partner, der Lamar, der wo jetzt da gerade kommt, der war jetzt nicht ganz so erfreut drüber. Und jetzt haben wir auf jeden Fall einen Auftrag gekriegt, wir müssen zu der Vespucci Beach und da müssen wir ein Motorrad zurückholen, das wo einer nicht gezahlt hat. Oder ist jetzt scheiße jetzt. Habe ich gerade unten auf Karten links unten geschaut. Habe ich nicht gesehen, dass der andere Depp abbiegen möchte, aber auch wen, dann hätte ich Vorfahrt gehabt, außer wenn mein Ampel rot war, wo ich jetzt nicht aufpasst habe. Gut, da müssen wir jetzt da rum. Ja, wie weit ist denn das? Also es sind schon... Oh! Orientierungssinn. Wahnsinn. Die bleiben alle schön brav stehen, aus Respekt. Dann sehen wir uns, wenn ich da bin. Ausweichen! Haha! Ah, das muss ich schon noch sagen. 3 auf 1 Streich. Ein Traum. Sind wir schon da? Gut. In irgendeiner Garage so irgendein Motorrad steht, das wir uns holen sollen. Klettern auf Leertasten. Wie schnell das ich das dazu lernen. Möchte er da aufs Maul? Möchte aufs Maul? Möchte aufs Maul? Ja. Oh. Ah, man soll die Nachbarschaft nicht alarmieren. Ja, das müsst doch dazu sagen, ihr Deppen. Ja, gemeint, der möchte aufs Maul. Okay, sorry, ich bin vielleicht, was sie so geht, ein bisschen aggressiv. Ich habe sogar schon mal gespielt, also von dem her. Dann diesmal unauffällig. Ey, Kollege, servus. Ich möchte dich nicht erschießen, keine Sorge. Ich soll ja Arm folgen. Das kann... Aha. Und da wird's nicht alarmiert? Na gut. Na gut. Einfach ganz normal. Ganz unauffällig. Jetzt gehen wir ein paar Meter, Kim. Mein Gott. Es wird langweilig. Geh hier jetzt. Mach Meter. Kann ich noch schubsen? Hey, das geht. Naja, nicht fest. Na, ist ja wurscht. Dann warten wir einfach. 3 Garagen sind da. Gut, in welche? In welche wird es wohl sein? Oh Gott, das ist schon so lang her. Hoffentlich erwische ich die richtige. Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. Oh, we saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, shit! Ist das na, jetzt geht's zur Sache. Jetzt geht's zur Sache. Nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Zum Glück habe ich schon Waffen. Ich hab schon eine. Piss dich. Wo kommt jetzt der letzte her? Da ist noch einer. Gehen wir in Deckung. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie das geht. Wo ist der letzte? Da oben, den Schuss mit Eier. Noch nicht ganz laufen. Okay, bleib liegen jetzt, du Depp. Können wir nicht den anderen alles machen lassen? Nachladen. Schnell. Der trifft da nichts. Aber ich... Da oben steht noch einer. Den treffen wir. Gut. Wo stehen denn die alle?
Wow. Ist das? Nein, ja, mei, du triffst. Mei, der trifft da gut. Okay, ich habe jetzt auch gerade 0 getroffen, aber ist ja wurscht. Ich war gerade irgendwie ein bisschen überrascht, dass der da im Auto drin. Der Vorformächt, wo ist denn der letzte? Hä? Wo ist denn der? Ach, da oben steht der, ja. Also, wenn man es 3-mal schon gespielt hat, dann sollte man es eigentlich wissen. Also, ich habe es nicht durchgespielt, muss ich auch dazu sagen. Bei weitem nicht durchgespielt. Okay, den da vorne müssen wir uns holen. Verfolgungsjagd. Oh, das weiß ich noch beim ersten Mal. Den habe ich so elegant von seinem Motorrad geholt. Der hat auch sehr eine schöne Drehung gemacht. Und im Autofahren, da bin ich jetzt halt ja brutal geworden. Nicht. Aber den holen wir uns. Den Bazi. Den Bazi holen wir uns. Da vorne, ich sehe ihn schon. Können wir da durch? Oh. Hammer. Gut, haben wir's. So eine Autowaschanlage müssen wir wieder. Aber das war ja kurz und knackig. Ich glaube, letztes Mal hat die Verfolgungsjagd irgendwie 5 Minuten gedauert. Und diesmal nach 1 Minute habe ich ihn schon vom Motorrad geholt. Ja, da kann man sich geil in Kurven legen. Wenigstens nicht wie das Auto, das wo alle 2 Meter ausbricht. Immer ein bisschen zu lang auf der Tasten bleibt. Da müssen wir noch ein bisschen. Den haben wir noch. Ey, du Depp, sag einmal. Gut, sind wir da. Your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron. Eine sehende Drecksau. Ein Wahnsinn. Speichern. Speichern ist aber gut. Gott sei Dank. Dann war es das jetzt mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich sag bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Haut's rein. Servus.